Ja, Benny, wir sind jetzt heute hier, um die neue Black Basia vorzustellen. Das ist ja ein ziemliches Highlight aus unserem 2010er Programm. Achim hat das ja jetzt auch schon, diese Rolle, schon seit über einem Jahr intensiv gefischt und getestet. Und ich würde jetzt ganz gern von dir als Produktmanager einfach mal so ein paar Details oder Highlights von dieser Rolle wissen. Okay, also da gibt es einige Punkte bei der Rolle. Und zwar hat die eine lange Spule, relativ groß im Durchmesser. Das hat den Vorteil, dass man sehr weit schmeißen kann. Und wenn es gegeben ist von den Wasserverhältnissen her, kriegt man das Blei plus Köder extrem schnell an die Wasseroberfläche. Und hat dadurch auch viel weniger Schnurdrall als bisher bei flachen und nicht so langen Spulen. Der Schnurdrall ist unglaublich problematisch beim Karpfenangeln, auch wenn man die Schnur rausbringt, wenn man den Köder rausfährt mit dem Boot und nicht unbedingt schmeißt. Und beim Reinkurbeln dann hat man oft Schnurdrall, das ist jetzt bei dieser Rolle überhaupt nicht mehr gegeben. Weiteres Highlight ist das Gewicht von der Rolle. Die ist extrem leicht durch das Aluminiumgehäuse. Dann hat sie einen extrem filigranen Rotor. Der wurde auf das Minimalste an Gewicht reduziert. Das sieht man hier oben mit Locheinlässen und so weiter. Also extrem der modernen Angeltechnik angepasst. Die Ruten sind leicht geworden aus 100% Kohlefaser und da braucht man natürlich auch die passende Rolle dann dazu. Okay, ja. Weil es sicher ein Aspekt, der dann auch jetzt zum Beispiel bei dieser Bügelkonstruktion auch zum Tragen kommt, dieses Leichtgewicht, Leichtbauweise. Genau, das sagt ja der Bügel schon. Der heißt, Daiwa hat ihm den Namen gegeben Airbail. Das ist ein extrem leichter Bügel, der ist komplett hohl, also unglaublich schwierig zu fertigen und hat den Vorteil, dass es dadurch extrem hart wird. Hohle Sachen, wie beim Schiff zum Beispiel am besten zu sehen, ein Rohr, das hohl ist viel härter als eins, das aus Vollmaterial besteht. Okay. Und deswegen ist der auch hohl und selbst in Rutenfutteralen, wenn man Sachen drauflegt und so, passiert gar nichts mehr mit dem Bügel. Der kann eigentlich nicht mehr verbiegen bei normaler Handhabung. Okay, also sozusagen eigentlich die perfekte Kombination, also ein stabilerer Bügel bei gleichzeitig weniger Gewicht. Genau. Okay, ja. Weiteres Highlight, wie du schon siehst, ist, hier oben steht schon QD drauf. So heißt die Rolle auch, Tournament QD. Ist eine Quick-Track-Rolle, vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Ja, der Riesenvorteil bei Quick-Track ist, dass, wie man jetzt aktuell sehen kann, die Bremse komplett zu ist. Und man kann innerhalb von einer Umdrehung, das ist jetzt eine halbe, innerhalb von einer Umdrehung ist die komplett im Freilauf. Das heißt, innerhalb von einer Umdrehung komplett zu Bremse zu Freilauf. Ja. Was sicher ein Highlight ist und was definitiv in den letzten Jahren verstärkt nachgefragt wird. Ja, der Riesenvorteil ist natürlich, dass man sich das Gewicht von dem bisher verwendeten Freilauf spart und man kann das jetzt voll auf diese Frontbremse ummodeln. Man spart unglaublich Gewicht wieder bei der Rolle, wenn man den Freilaufhebel nicht hat. Im Getriebe ist viel weniger los und das sind alles Highlights, die diese Rolle bringt. Okay. Ein kleines Feature hat die Rolle noch und zwar das ist dieser Schnurclip. Wunderbar zum Verwenden, wenn man direkt auf den Platz werfen will, sein Köder. Das heißt, man wirft nicht mehr rein aus der Hand raus und schaut, wie weit man kommt, sondern man kann hier wirklich einen Stopper einbauen, wenn man die Schnur einklippt. Und die Schnur reißt nicht mehr wie bei den damaligen Rollen, sondern dadurch, dass er jetzt rund geshaped ist, kann man werfen und sogar mit extrem viel Gewicht federt die Rute das Gewicht dann schön ab und setzt das Blei dann direkt auf die Oberfläche. Das sind so die Highlights jetzt von dem 2010er Modell. Okay, super.